Und dann würde ich langsam die Gäste, die Sie jetzt schon auf der Bühne gesehen haben, wieder zu mir bitten, um auch diese Gesprächsrunde anzufangen. Und würde anfangen, zu meiner Linken die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments noch einmal zu begrüßen, Katharina Barley. Katharina Barley ist seit dieser Legislaturperiode, also seit 2019, Mitglied des Europäischen Parlaments. Wie gesagt, Vizepräsidentin. Sie ist in Deutschland Mitglied der SPD und im Europäischen Parlament dementsprechend Teil der Fraktion der S&D. Bevor sie Mitglied des Europäischen Parlaments war, war sie deutsches Regierungsmitglied. Sie war das erste Regierungsmitglied, das die Regierung verlassen hat, um bei Europawahlen anzutreten. Sie war damals Justizministerin, vorher geschäftsführend Ministerin für Arbeit und Soziales und vorher auch Familienministerin. Und vor ihrem politischen Leben war Katharina Barley, darüber wird auch zu sprechen sein, Rechtsanwältin, dann Richterin und hat unter anderem als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Verfassungsgericht in Karlsruhe gearbeitet. Also, willkommen Frau Barley, und jetzt freue ich mich, wenn ich das so sagen darf, das soziale Gewissen Europas auf die Bühne zu rufen. Jean Asselborn, unser Außenminister. Genau. Jean Asselborn ist der Außenminister Europas, der am längsten im Amt ist, seit 2005. Sie haben 4, Entschuldigung, ja, das kommt davon, wenn man das versucht, irgendwie aus dem Kopf herauszumachen. 2004, genau. Er hat Amtskollegen kommen und gehen sehen, er ist noch immer da und ja, die Stimme, wenn es um Solidarität geht, als Stammgast gefühlt im Deutschlandfunk unter anderem. Jean Asselborn, ich freue mich, dass Sie es auch einrichten konnten, um heute mit uns zu sprechen. Als nächster auf die Bühne würde ich begrüßen Isabel Wiesler-Lima, unsere nationale Europaabgeordnete. Sie ist genauso wie Katharina Barley Mitglied des Europäischen Parlaments seit 2019. In Luxemburg ist sie Mitglied der CSV, der Christsozialen, und im Europäischen Parlament gehört sie der Fraktion der EVP, der Europäischen Volkspartei, an, und sie ist neben ihrem Mandat als europäische Abgeordnete auch Mitglied des Gemeinderats der Stadt Luxemburg. Last but not least freue ich mich, Guido Lessing zu begrüßen. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Luxemburg und auch Seniorbotschafter. Was ein Seniorbotschafter und Juniorbotschafter ist, haben Sie gerade erfahren. Guido Lessing ist Historiker und wir begrüßen ihn heute weniger als Historiker, sondern als eine Person, die einen Artikel geschrieben hat über Luxemburg. Und da sind wir jetzt langsam wirklich beim Thema des Abends. Es geht um Solidarität. Und da eben hat Guido Lessing das Thema zu Luxemburg geschrieben, wie Solidarität in Luxemburg gelebt wird. Bevor wir anfangen, nochmal der Hinweis auf Slido, weil wir haben eine erste Frage für euch vorbereitet. Slido, #EU Solidarity. Und die erste Frage ist ganz banal. Was erwartet ihr euch oder was erwarten Sie sich von dem heutigen Abend? Und in der Zwischenzeit bitte ich Paul Schmidt ans Mikrofon. Er ist Herausgeber des Buchs, und dass ich nicht wieder was verhaue, das habe ich mir jetzt tatsächlich aufgeschrieben. Also, European Solidarity, Action and the Future of Europe, Views from the Capitals, erscheint im Dezember, richtig? Genau, im Springer Verlag, nicht im wissenschaftlichen Springer Verlag, nicht das andere Springerhaus, an das vielleicht andere denken mögen. Paul Schmidt macht unsere Runde heute noch internationaler. Paul Schmidt ist Österreicher, aus Wien angereist, bitte? Geimpft und getestet, wunderbar. Also geimpft plus sozusagen, sehr gut. Aus Wien angereist, er ist Herausgeber des Buches zur Solidarität. Lassen wir uns mal kurz gucken. Können wir das auf Slido sehen? Adrien? Oui? Moi, je vois rien. Also, ich hoffe, ihr habt fleißig teilgenommen. Ich sehe da nur einen Satz, das sieht jetzt nicht so aus. So, das üben wir nachher nochmal. Nicht schlimm. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir anfangen, kurz mit allen Gästen, mit Ihnen auch. Ich würde mit Frau Barley anfangen. Wenn ich sage Solidarität, wie würden Sie Solidarität definieren?
Also Solidarität ist ja einer der 3 Grundwerte der Sozialdemokratie. Insofern ist das bei uns quasi, wird immer mitgedacht. Und es heißt, dass man diejenigen, die weniger gute Startbedingungen haben als andere, ja, dabei unterstützt, aus ihrem Leben genauso ein Gelingendes zu machen wie alle anderen auch. Dass man Nachteile ausgleicht, die Menschen haben, für die sie eben oft nichts können, ob das die soziale Herkunft ist, eine Behinderung oder was auch immer. Und dass man zusammenhält und Dinge gemeinsam löst und das Interesse der Gemeinschaft auch im Blick hat und nicht nur das Interesse des Einzelnen. Ich kann ja auch dazu sagen, dass Solidarität oder das Wort Solidarität bei den Sozialdemokraten zur DNA gehört. Sie waren Juso-Mitglied. Bei Juso-Kongressen wird die Internationale gesungen und die endet ja hoch die internationale Solidarität. Also sind wir auch beim Thema. Jean Asselborn zum Regime Linguistique. So, es wurden also Kopfhörer verteilt und ausgegeben. Mit Herrn Asselborn und mit Frau Wieseler werden wir luxemburgisch sprechen. Frau Barley braucht dann wahrscheinlich auch noch einen Kopfhörer und einen Empfänger. Kann uns da vielleicht mal ganz kurz jemand hier mal vorbeibringen, bitte? Herr Asselborn, wie würden Sie Solidarität definieren? Also ich könnte es auch auf Deutsch machen. So weit sind die beiden Sprachen ja nicht auseinander. Also ich würde sagen, Solidarität lässt sich wahrscheinlich am besten durch das Gegenteil definieren. Das Gegenteil von Solidarität ist Egoismus. Jeder für sich. Und Solidarität versteht man womöglich am besten, dass man sie benötigt, wenn es sie nicht gibt. Wo wird sie denn benötigt? Ja, nehmen wir hier das Beispiel der Migration in der Europäischen Union seit 2015. Es gibt, leider sind es immer mehr an der Zahl, diese beiden Begriffe challenging the 2 main theories that we have to deal with. Menschlichkeit, also Solidarität und Verantwortung. Ich kann mich erinnern, 2015 the German Minister of the Interior, Thomas de Maizière und Herr Cazeneuve haben alle beide gesagt, wenn wir diese beiden Begriffe Solidarität und Verantwortung in puncto Migration nicht mehr respektieren, dann fällt Schengen eines Tages. Und dann fällt einer der Werte der Europäischen Union. Aber darauf, denke ich, werden wir im späteren Verlauf der Sitzung noch zu sprechen kommen. Isabel Wieseler dann, Ihre Definition? Also ich hatte im Grunde genommen darum gebeten, einen Satz pro Person zu sagen. Also fassen Sie sich vielleicht kurz. Ja, ich glaube auch nicht, dass dem noch viel hinzuzufügen ist, was hier von Frau Barley und Herrn Asselborn gesagt wurde. Ich kann mir keine Gesellschaft vorstellen, die diesen Namen verdienen würde ohne Solidarität. Ein Zusammenleben, das auch ein Zusammenleben sein soll, braucht Solidarität. Also ich meine, es sind 3 Elemente, die da wichtig sind. Das eine ist vielleicht das wichtigste Element, das Zusammenhörigkeit. Ja, das Wichtigste ist wohl das Zusammengehörigkeitsgefühl. Man ist Teil einer Gruppe und dann kann man auch gemeinsame Ziele festsetzen. Das Ganze setzt aber voraus, dass es freiwillig ist. Wenn es unter Zwang erfolgt, dann ist es keine Solidarität mehr. Ihre Definition und dann können Sie direkt das Gesagte kommentieren. Ja, ich tue mir schwer, das Gesagte zu kommentieren, weil ich würde genau das Gleiche sagen. Ich kann mich dem anschließen. Ich würde noch sagen, in einem Satz, Solidarität ist, wenn die Starken den Schwachen helfen, und das passt zu dem, was Jean Asselborn gesagt hat und Katharina Barley, morgen sind die Schwachen die Starken. Dadurch, dass man sich gegenseitig hilft, profitieren alle davon. Und ich glaube, das ist der Grundgedanke auch der europäischen Integration. Wunderbar. Und ich muss einen kleinen Hinweis an die Regie machen. Ich habe keine Knöpfe im Ohr, deswegen sage ich das mal kurz mündlich. Adrien, si c'est possible de montrer sur le grand écran Monsieur Schmidt, ce serait génial. Und nochmal eine kleine Bitte auch
um die Teilnahme an Slido. Jetzt vielleicht stelle ich euch nochmal eine andere Frage. Wie definiert ihr Solidarität? Wir schauen uns nachher, nach dem Gespräch mit Herrn Schmidt, mal an, was euch dazu einfällt. Wie gesagt, Hashtag EU Solidarity. Paul Schmidt, in Ihrem Buch gibt es Artikel über die Mitgliedsländer der Europäischen Union, darüber hinaus, darüber, wie seit der Covid-Krise, also ich glaube, Covid war der Anlass, Solidarität gelebt wurde und wie Solidarität definiert wird. Kann man eigentlich sagen, dass jedes EU-Land oder jedes europäische Land eine eigene Definition von Solidarität hat? Also ich würde vielleicht so beginnen. Tut mir leid, wenn ich da jetzt dem Publikum den Rücken zukehre, aber ich glaube, das funktioniert, funktioniert sehr gut mit der Übertragung hier. Es gibt eine gemeinsame Klammer, das ist auf jeden Fall die europäische Solidarität. Und wir haben ja schon zu Beginn gehört, dass die Solidarität ein wichtiger europäischer Wert ist, einer der europäischen Grundwerte ist. Und sie liegt ja auch den europäischen Politiken zugrunde, die ja auch, mit denen ja auch versucht wird, erfolgreich versucht wird, hier die Zusammenarbeit und das Zusammenleben zu verbessern und einen Ausgleich zu schaffen, wo dann alle davon profitieren. Das ist die tatsächliche europäische Solidarität. Und dann gibt es natürlich nationale Sichtweisen und es gibt die wahrgenommene Solidarität. Vielleicht fangen wir auch damit an, warum überhaupt die Notwendigkeit, so ein Buch zu verfassen? Ja, das ist ganz leicht erklärt, weil der Standort den Standpunkt oft bedingt und weil die Geschichte und die Geografie stark auf Meinungen und Meinungsbildung wirken. Das heißt, aus griechischer Sicht wird Solidarität in bestimmten Bereichen anders definiert als aus österreichischer Sicht, aus finnischer Sicht, aus zypriotischer Sicht oder aus luxemburgischer Sicht. Und das macht, glaube ich, auch das Spannende aus an dem Buch, weil der ganze Titel des Buchs ist es ja Europäische Solidarität und die Zukunft Europas. Und im Englischen heißt dann noch Views from the Capitals. Das heißt, wie denken die Länder eigentlich, wie wird dort eigentlich europäische Solidarität gesehen und gelebt? Und das Buch ist da, glaube ich, deswegen spannend und passt auch hier sehr gut in dieses Setting und zur Schule her, weil das Buch die politische, die europapolitische und kulturelle, historische Vielfalt Europas darstellt. Und es ist kein wissenschaftliches Buch, sondern es ist eine Sammlung von Gastkommentaren im Prinzip. Wir haben je einen Analysten aus einer EU-Hauptstadt. Wie Guido Lessing. Wie den Guido. Dann nehmen Sie uns doch mal mit auf eine Reise. Also ja. Sie haben jetzt Griechenland schon erwähnt, Sie haben Skandinavien erwähnt. Was wissen wir nicht? Also aus Griechenland, wie definieren Sie die Menschen in Griechenland oder andere Länder? Wie definieren Sie dann Solidarität oder vielleicht auch anders als was ich auch erwähnen möchte, ist, dass Katharina Barley das Vorwort geschrieben hat mit Ottmar Karas. Das heißt, das ist die europäische Klammer dann, die da hineinkommt. Zu den nationalen Sichtweisen auf europäische Solidarität. Also was findet man da? Ich muss es nicht von vorn bis hinten lesen. Ich kann mir ein Land aussuchen und kann mir anschauen, wie dort Analysten diesen Zugang zur europäischen Solidarität. Dann fangen wir mit Österreich an. Sie kommen aus Österreich. Ja, also. Mit Österreich ist eine komplexe Geschichte. Ich würde gerne mit anderen Ländern beginnen. Wir können dann nachher noch über Österreich reden. Ja, es gibt auch eine komplexe Geschichte zwischen Österreich und unserem Außenminister. Darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Das ist eine Liebesbeziehung, würde ich sagen. Mit Up and Downs. Das Spannende an dem Buch ist, gerade in der Corona-Zeit, ja, es zeigt sehr schön, wie hat denn zum Beispiel regionale Solidarität funktioniert. In den Benelux-Staaten zum Beispiel, im Baltikum zum Beispiel, oder hat es hier zu Beginn auch Probleme gegeben. Dann sieht man, wie wichtig Geografie ist. Ja? Also es gibt Länder, wo gerade sicherheitspolitische Solidarität ganz, ganz entscheidend ist. Das sind vor allem jene Länder, die eine Grenze mit Russland haben. Dann gibt es Länder, die haben einfach eine andere Geschichte erlebt und die sehen sich sehr stark noch in der Opferrolle, wo man meint... Sie sprechen über die osteuropäischen Länder. Polen, Ungarn, von denen schon die Rede war. Muss man auch differenzieren. Aber Polen zum Beispiel ist ein Land, wo europäische Solidarität von bestimmten Teilen der Gesellschaft so wahrgenommen wird, dass man eigentlich historisches Opfer ist und einem vieles zusteht, was man eigentlich jetzt europäisch bekommen sollte. Das heißt, es gibt auch eine sehr ökonomische Sicht
der Solidarität versus Länder, die eine Außengrenze haben, zum Beispiel im Mittelmeerraum, wo Migration und Asyl gerade ein Thema ist, wo man sich natürlich fragt, wo ist hier die Solidarität? Ja? Also wer hilft uns, wer unterstützt uns, wo gibt es hier den Ausgleich? Dann gibt es Länder zum Beispiel wie Irland, die sehr viel an Solidarität, an europäischer Solidarität erfahren haben, gerade in dem ganzen Brexit-Prozess. Also der irische Autor spricht von einem Uploading von europäischer Solidarität, weil sich alle vereint hinter Irland gestellt haben in diesen Brexit-Verhandlungen. Aber in steuerlichen Fragen sind die nicht so furchtbar solidarisch, die Irländer, oder? Auf der anderen Seite, was steuerliche Fragen betrifft, aber zum Beispiel auch was Schengen betrifft, das ist zum Beispiel dann die Kehrseite der irischen Wahrnehmung. Ich meine, ich habe jetzt bewusst Luxemburg ausgespart, aber also Irland trifft es ja dann auch. Also es gibt sehr, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ja? Zum Beispiel der französische Autor schreibt über Frankreich als ein Land, das sehr, sehr stark europäische Solidarität einfordert, aber das von anderen dann als ein Land empfunden wird, das mit europäischer Solidarität französische Solidarität meint und hier eine französische Agenda teilweise verfolgt. Und wenn es dann um europäische Regeln geht, sich auch nicht immer unbedingt an europäische Regeln hält. Also hier gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Und das ist das Spannende. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist. Erstens ist es ein europapolitischer Reiseführer, aber es zeigt, wie wichtig das ist, dass man sich mit den einzelnen Ländern, mit den einzelnen Regionen auseinandersetzt und lernt, sie zu verstehen, Motive, Hintergründe für Positionen und Meinungen zu verstehen. Da helfen natürlich Treffen und Meetings in Brüssel oder in Straßburg. Aber wenn man wirklich dem auf den Grund gehen möchte, dann muss man in die Kultur eintauchen, in das Land eintauchen. Mir fällt da eine Anekdote ein. Wir haben auch gerade Irland gestreift. Sie haben kürzlich Frau Barley ein Interview gegeben im Parlamentsmagazin, also im Magazin des Europäischen Parlaments, und haben dort beschrieben, wie überrascht oder wie glücklich, also Sie werden es besser erklären können, die Menschen in Irland waren. Sie waren an der irisch-nordirischen Grenze und haben sich die Situation dort angesehen, dass sie sich damit beschäftigen, mit deren Problem. Und gleichzeitig hatten sie dann, ich weiß nicht, ob es im Zusammenhang mit der gleichen Reise war, waren sie in London und da hat sich keiner für diese Menschen interessiert. Vielleicht können Sie das nochmal kurz veranschaulichen. Ja, das war 2019, im Frühjahr 2019 bin ich dorthin gefahren. Ich bin auch britische Staatsbürgerin, deswegen hat mich diese ganze Brexit-Diskussion sehr persönlich betroffen und ich wollte mir genau das eben mal anschauen. Wie ist das eigentlich an der Grenze? Und habe mich dann mit Menschen getroffen auf beiden Seiten, aber auch mit Menschen, die dort zusammenfanden. Also die GrenzbewohnerInnen auf beiden Seiten haben auch gemeinsam so Vereinigungen gegründet, um ihre Interessen wahrzunehmen. Und das war wahnsinnig emotional und eindrücklich. Also der quasi Gastgeber-Guide, den wir da hatten, der führte uns zu seinem Elternhaus und sagte, und genau hier vor diesem Haus ist eine Autobombe explodiert und hat einen Richter mit seiner Frau und sein 8-jähriges Kind zerfetzt. Genau hier. Und ich war jung damals und das hat mich so geprägt und wir fuhren weiter und dann sagt er, guck mal da, auf diesen Anhöhen, da standen die Sniper, also die Scharfschützen und wenn du Pech hattest, dann haben sie dich erwischt, ja? wenn irgendwie gerade Spannungen waren und so. Das war wahnsinnig emotional, für mich auch, für uns. Und dann passierte das, was Sie gerade erwähnen, eine Frau, aus der das dann so rausbrach, die sagte, sie als deutsche Politikerin, ich war damals noch deutsche Ministerin, ich bewarb mich für den Sitz im Europaparlament, Sie kommen hierher und Sie hören sich das an und sprechen mit uns. Wir haben hier noch niemanden aus Westminster gesehen. Wir sind denen egal. Und jetzt hört sich das so unglaublich an eigentlich, aber es traf tatsächlich auch meine Beobachtung. Und ich flog dann zurück über London, habe in London dann noch Interviews gegeben und da passierte das, was den ganzen Brexit über passierte, den ganzen Vorgang über, die britischen PolitikerInnen und JournalistInnen haben nie irgendwas zu Nordirland gefragt oder gesagt. Die haben sich nur für Autoindustrie interessiert. Genau, die haben gesagt, die stellten sich wirklich alle auf den Standpunkt, Angela Merkel, die wird so unter Druck gesetzt von der deutschen Autoindustrie, ihr werdet schon noch einknicken. Das war die Linie, die alle fuhren und das war das eine. Aber was mich wirklich
erschüttert hat, war wirklich dieses Thema Nordirland, dass diese Gewalt wieder aufflammt, dass sich Menschen wieder gegenseitig umbringen dort. Das ist ja bis 1998 war es, ne? Karfreitagsabkommen war 98. Ja. Bis dahin haben die sich da gegenseitig umgebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Und es war denen einfach egal. Und das ist das Gegenteil von Solidarität. Ja, in der Tat. Herr Schmidt, ich habe mir erlaubt, Sie zu unterbrechen. Lassen Sie uns mal noch kurz noch über Österreich sprechen. Unbedingt, unbedingt. Also, wie wird Solidarität in Österreich definiert? Also in Österreich ist natürlich schwer zu beantworten. Es gibt ganz unterschiedliche Gruppen, die europäische Solidarität ganz unterschiedlich definieren. Es gibt auch regional starke Unterschiede. Ja. Für Österreich als kleines oder mittelgroßes Land, das sehr stark vom Export und vom Tourismus abhängt und sehr stark auch in den Binnenmarkt, in den europäischen Binnenmarkt exportiert, ist europäische Solidarität eigentlich ganz, ganz entscheidend. Ja? Das andere ist, ob das jetzt tagespolitisch opportun ist, dass man das immer vor sich herträgt oder ob man nicht diese Gegensätze und Spannungen und Reibungen sucht, um einfach die schnelle Schlagzeile zu bekommen. Aber grundsätzlich für die Struktur des Landes und auch vor allem für die Grenzregionen, für die Wirtschaft, für den Tourismus, aber auch für die Gesellschaft ist es ganz, ganz entscheidend. Zwei, drei ganz kurze Beispiele der regionalen Solidarität, wenn ich darf. Weil wir natürlich in Corona-Zeiten leben und gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, aber vor allem auch in Österreich, die Corona-Ansteckungszahlen, die Inzidenzen sehr, sehr hoch sind. Es hat eine Zeit gegeben, vorletzten Sommer, wo zum Beispiel es im Gesundheitssystem Solidarität gegeben hat, wo auch Patienten, zum Beispiel aus Frankreich, nach Österreich, nach Salzburg gekommen sind. Gestern war der Leiter eines wichtigen Spitals in Salzburg im österreichischen Fernsehen, der gesagt hat, wir sind voll, wir sind übervoll, wir brauchen Unterstützung aus anderen Bundesländern, wir werden wahrscheinlich auch Unterstützung aus anderen Staaten brauchen. Das heißt, Sie sagten vor 1,5 Jahren haben die Staaten den Schwachen geholfen und jetzt hat sich das gedreht. Genau, ja? Sie sagten in unserem Vorgespräch, Salzburg steht vor der Triage. Genau, Salzburg steht vor der Triage oder ist schon mittendrin. Zweites Beispiel, es gab in Niederösterreich, ein weiteres Bundesland in Österreich, auf einem Berg, auf der Rax, einen großen Waldbrand, wo slowakische und italienische und deutsche Kräfte geholfen haben. Ja? Italienische Flugzeuge, die aus einem Land kommen, wo ein ehemaliger Regierungschef aus Österreich gesagt hat, das ist ein kaputtes politisches System. Ja? Und haben sich in 3 Tagen haben sie geholfen, diesen Brand zu löschen. Sie haben jetzt mal ein paar positive Beispiele genannt. Ich glaube, es ist aber auch hinlänglich bekannt, dass in Fragen der Migration, genau. Wenn wir über Kontingente für Flüchtlinge, über Flüchtlinge uns unterhalten, da verhält sich Österreich jetzt nicht unbedingt beispielhaft, oder? Ja, das ist die Frage ist, wen... Das ist jetzt sozusagen unsere luxemburgische Perspektive. Sie können mich gerne korrigieren. Nein, es gibt natürlich unterschiedliche Perspektiven darauf. Also die Perspektive eines Teils der österreichischen Bundesregierung ist, Österreich verhält sich, Jean Asselborn kennt natürlich die Argumentation, Österreich verhält sich sehr wohl beispielhaft, weil man sagt, die 4. Gruppe in Europa an Afghanen gibt es in Österreich. Aber das ist meine persönliche Sicht und ich komme von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, wir sind eine NGO, das eine schließt ja meiner Meinung nach überhaupt nicht aus, dass man in einer Krisensituation, wie wir sie in Afghanistan gesehen haben, auch direkt akut vor Ort hilft. Ja? Ganz im Gegenteil. Und da gibt es ja eine Geschichte, gibt es wahrscheinlich sehr viele Anekdoten, aber eine Geschichte, wo ja gerade Luxemburg und der luxemburgische Außenminister intensiv geholfen haben, eine Richterinnenfamilie aus Kabul rauszuholen, wo die österreichische Bundesregierung hier nicht bereit war zu helfen, mit dem Argument, jetzt sind einmal andere Länder dran, hier muss es einen Ausgleich geben. Ich bin der Meinung, es geht beides. Paul Schmidt, vielen Dank. Wir sprechen uns gleich nochmal. Jean Asselborn, um was geht es da mit der Geschichte? Ja, worum geht es da bei dieser Richterfamilie aus Afghanistan? Ja, das wurde eben sehr gut erklärt. Ich wollte nur kurz dazu sagen, wir verstehen uns gut mit Österreich.
in Österreich, und da haben Sie recht, wenn Sie sagen, es gibt viele Afghanen in Österreich. Alle Afghanen, die in Österreich aufgenommen wurden, wurden vor Kanzler Sebastian Kurz aufgenommen, sonst wären sie gar nicht da. Als Außenminister hat Sebastian Kurz immer mehr in die Richtung gegangen, Migration negativ zu sehen und in die Richtung keine Solidarität mit Europa. Was eigentlich die Basis von Europa ist. Dies hat dazu geführt, und das ist meiner Meinung nach sehr schlecht für Europa. Also als 2018 Österreich den Vorsitz der EU hatte und Kurz war damals mit Kickl in der Koalition, also dem recht strammen. Und es ist ihm gelungen, dass innerhalb der EU keine Einheit mehr herrschte in Bezug auf den Migrationspakt der UNO. Wir gingen nach Marrakesch, die einen waren dafür, die anderen dagegen, die anderen enthielten sich. Und ein Ministerpräsident ist darüber gestürzt, nämlich der belgische. Das ist meiner Ansicht nach inakzeptabel für ein Land, das UNO-Strukturen, wichtige UNO-Strukturen in Wien hat. Und zweitens, also rein menschlich verstehe ich es nicht. Gut, politisch ist alles möglich, aber rein menschlich verstehe ich nicht Folgendes. Also bei dem, was da in Afghanistan passiert ist, und vor einer Stunde habe ich die Frauen der Jesiden gesehen. In Sinjar wurden tausende Männer sofort erschossen. Die Frauen wurden versklavt. Sie haben mir ihre Geschichte erzählt. Sie haben mir Bilder gezeigt. Und genauso ist es, wenn man mit diesen beiden Richterinnen spricht, die wir in Luxemburg aufgenommen haben mit ihren Familien. Nach dem 15. August hatten sie kurz Zeit, um ihr Büro zu räumen. Sie saßen wochenlang versteckt in einem Keller mit ihrer Mutter, mit Geschwistern, alles Frauen. Nur ein einziger Mann war dabei. Bei der einen Familie wurde der Vater, der Mann, 1996 von den Taliban erschossen. Die Tochter ist Richterin geworden und jetzt ist sie in der gleichen Situation. Und dann hört man das, also, und da kam ganz viel ins Rollen. Alles Schwarze war dabei, Amerikaner, Israelis waren mit dabei und wir haben die Leute rausgeholt. Und als die Leute draußen waren, hat mich eine Richterin angerufen, die sich, Frau Zeller, die für die Vereinigung der europäischen Richter arbeitet. Sie lebt in Trier und sie hat gesagt, können Sie uns helfen? Die Österreicher, die sagen einfach nein. Bitte können Sie uns helfen, damit diese Frau und ihre Familie in Luxemburg aufgenommen werden. Ich habe keine einzige Sekunde gezögert. Ich habe sofort gesagt, selbstverständlich. Und wir haben es zweimal gemacht. Das ist eine Verantwortung der Europäischen Union. Menschen, die wir in Afghanistan angespornt haben, einen Beginn eines Rechtsstaates aufzubauen, und damit sie irgendwie in Afghanistan in Sicherheit leben können, dass diese Menschen, die wir dazu aufgefordert haben, da können wir nicht jetzt einfach sagen, nö, wir haben jetzt genug hier, das betrifft uns nicht. Also das ist etwas, und ich glaube, Katharina und Isabel sehen das genauso. Es geht hier nicht um Politik. Es geht hier um grundlegende Menschlichkeit. Wenn ein Land oder eine Regierung an dem Punkt angekommen ist, oder eine Partei, wie zum Beispiel die ÖVP, dass sie zum Prinzip haben, keine Afghanen mehr aufzunehmen, weil es genug Afghanen im Land gibt, das ist nicht europäisch. Also ich bin nicht hier, um jemandem eine Lektion zu erteilen, aber ich habe es vorausgesehen. Es gab eine informelle Sitzung der Außenminister und schon damals sagten der ungarische und österreichische Außenminister, wir werden ein Veto einlegen, wenn wir uns an den Sicherheitsrat halten müssen. Also sogar die Chinesen und die Russen waren einverstanden, dass Menschen, die in Lebensgefahr sind, aufgenommen werden. Isabel Wieseler, eine undankbare Frage an Sie.
Also Sie haben ÖVP-Abgeordnete in Ihrer politischen Fraktion. Wenn Sie mit den Kollegen aus Österreich im Europaparlament sprechen, stellen Sie ihnen manchmal die Frage, ja, warum macht ihr das? Warum öffnet sich Österreich nicht mehr? Zum Beispiel in Bezug auf diese Richterinnenfamilie aus Afghanistan. Warum gibt Österreich ihnen keine Perspektive? Gibt es solche Gespräche und wie laufen sie ab? Nein, solche Gespräche gab es nicht. Und jeder weiß, auch hier in Luxemburg und auch der Partei, der ich angehöre, nämlich die CSV, die sieht das doch sehr ähnlich wie die Position, die eben von Herrn Asselborn dargestellt wurde. In sämtlichen Fraktionen, ob es jetzt die EVP ist oder ich denke auch bei SND, darf ich das sagen, das sind große Fraktionen mit vielen unterschiedlichen Strömungen. Und sogar in der eigenen Fraktion kämpft man schon für eine bestimmte Linie, um die durchzusetzen. Also bei diesem Fall ist es klar, wie ich dazu stehe. Wenn es um Migration geht, dann ist das genau der Punkt, wo Europa sich anfängt zu spalten. Bei den anderen geht es darum, Macht zu bekommen und zu erhalten. Bei den anderen, bei den Menschen, hat es viel mit Angst zu tun. Das alles ist nicht rational. Und mit dieser Tatsache sind wir konfrontiert. Ich bin der Meinung, dass wir uns wirklich darum bemühen müssen, in Europa die Migrationsfrage zu klären. Im Moment, wenn wir von Migration, Flüchtlingen und Spaltung sprechen, dann wird bestimmt auch noch über Belarus gesprochen. Aber wenn es uns nicht gelingt, hier in Europa eine gemeinsame Europapolitik zu definieren, und da gibt es einen sehr guten Entwurf der Kommission, wir müssen ihn nur vorantreiben, und wir haben eine EVP-Präsidentin, und sie steht wirklich hinter diesem Entwurf, nämlich einer Migrationspolitik, wo Solidarität in Europa in Bezug auf Migration besteht. Und wenn man sich dann die einzelnen Punkte ansieht, wo es schwierig wird, also es ist Winter, Flüchtlinge und so weiter, die ankommen, wenn es uns da nicht gelingt, als Europa zusammenzustehen, zusammenzuarbeiten und zusammen Politik zu machen, dann driften wir auseinander. Das ist wirklich der Punkt, der uns am stärksten auseinandertreibt. Ja, wir werden gleich noch darauf eingehen, ob das der einzige Punkt ist. Es gibt ja auch die Frage der Rechtsstaatlichkeit, zum Beispiel in Polen. Also wenn ich zynisch wäre, würde ich sagen, wäre schön, wenn es nur ein einziger Punkt wäre. Aber gut, ich habe eben von der ÖVP gesprochen. Jetzt gehen wir eher in den Osten. Sie haben vorhin von Belarus gesprochen. Wir werden gleich darauf eingehen. Wir werden jetzt erstmal über Ungarn sprechen. Ihnen als CSV, als ÖVP ist es gelungen, die Fidesz-Partei in der EU-Fraktion loszuwerden. Vor ein paar Wochen waren Sie auf einer Delegationsreise in Ungarn, in Budapest. Viktor Orban, seine Regierung, die sehen Solidarität und den Umgang mit Flüchtlingen anders als wir. Aber was war Ihr persönlicher Eindruck in Budapest? Es ist schwer zu beschreiben. Es gibt dort eine bestimmte Atmosphäre, die oder ich habe es zumindest so empfunden. Man kommt also in ein Land, wo man weiß, dass manche Freiheiten nicht mehr so bestehen wie im Rest Europas. Man weiß, dass die Pressefreiheit nur noch bedingt gegeben ist und es gibt eine extreme Aggressivität seitens jener, die meiner Ansicht nach nicht mehr die demokratischen Prinzipien einhalten. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Als ich ankam,
sind wir aus einem Bus ausgestiegen. Da kam ein Journalist zu mir, hielt mir das Mikrofon unter die Nase und fragte, haben Sie etwas gegen unser Gesetz, um Kinder zu verteidigen? So sieht die Aggressivität aus. Haben wir etwas gegen dieses Gesetz? Frau Barley hat es vorhin schon erwähnt. Das ist ein Gesetz, welches die Diskriminierung von LGBTQ-Menschen unterstützt. Und das kritisieren wir im Europaparlament und dagegen sind wir. Natürlich verteidigt jeder gerne Kinder. Gut, dann dürfen wir vielleicht den Bogen weitermachen. Wir haben hier eine Frage von Saint-Pascal Maquier. Ich weiß nicht, welche Sprache Sie sprechen, aber Sie haben eine Sprache zum LGBTQI+. Sie können hier nach vorne kommen, Sam, und Ihre Frage stellen. German and French. In Englisch, Deutsch, Französisch, Luxemburgisch. You're from the University of Luxembourg, right? Von der Universität Luxemburg, nicht wahr? Deutsch. Okay. Ja, also ich stelle die Frage auf Deutsch. Ja. Okay. Gerne ein bisschen näher ans Mikro ranrücken, das würde ich gut haben. Okay, also es ist halt eine ganz kurze Frage. Wie kann die Solidarität in Europa gestärkt bzw. gefördert werden, wenn vor allem die Staaten wie Polen und Ungarn als EU-Mitglieder sich nicht an die Werte halten, in Bezug vor allem auch, wie Frau Barley gesagt hat, und jetzt auch Frau Wieser-Lima, auf Homosexualität. In Polen sind das halt die LGBTQI+-freie Zonen, in Ungarn homosexualitätsfeindliche Gesetze. Und vielen Dank für diese Frage. Und ich weiß, dass wir eine ähnliche Frage auch haben. Es ist von Margot Boucher. Da geht es um eine Not in my backyard Mentalität in der Europäischen Union oder in manchen Mitgliedsländern. Und dann können wir vielleicht diese beiden Fragen als weitere Gesprächsbasis nehmen. Yeah, excuse me, I don't speak German really. You can speak German, French, English, Lützeburgisch, ist egal. Ich schwätze ein bisschen Lützeburgisch, mehr nee. Ich spreche kein Luxemburgisch, also Französisch oder Englisch. Ich werde meine Frage auf Englisch stellen. Wir haben jetzt viel über Solidarität gesprochen. Die Solidarität in Zusammenhang schon viel besprochen. Aber jetzt mit der COP26 und mit dem Klimawandel. Die Frage betrifft eine Frage über, wenn wir eine grünere Welt wollen, dann brauchen wir auch mehr Solidarität. Solidarität. Eine Möglichkeit, wie die Europäische Union oder einen Weg, dieses Not in my backyard Mentality von europäischen Bürgern angehen können. Wir uns Planeten geht. Vielen Dank. Voran bewegen können. Vielen Dank. Sie haben jetzt die Brücken gebaut zu einem neuen Thema. Dass Sie jetzt noch ein neues Thema dazugebracht haben. Reagieren lassen. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, die viele Facetten hat. Denn es ist eben schon mal angesprochen worden von Paul Schmidt, dass wir im Osten Europas eine völlig andere Herangehensweise an LGBTIQ-Fragen haben. Das hat historische Gründe, aber das wird auch systematisch gepusht. Also viele Regierungen benutzen dieses Thema ganz klar, um eine Spaltung der Gesellschaft herbeizuführen. Es gibt eine weltweite Bewegung dafür. Es gibt auch Organisationen, die das fördern. In Polen gibt es zum Beispiel eine, die heißt Ordo Iuris, die also ganz klar gegen Feminismus und gegen LGBTIQ agiert. Und Jean, du korrigierst mich, wenn das falsch ist, aber diese Regierungen zeichnen wirklich ein Bild, und ich übertreibe jetzt nur sehr, sehr wenig, dass hier im Westen Europas, wenn man durch den Park geht am helllichten Tag, man schwule Paare in Lack und Leder knutschend, auch nackte Paare, die alles Mögliche miteinander machen, am helllichten Tag sieht. Wir haben eigentlich jeden Tag hier Christopher Street Day und in den Kindergärten zeigen wir Pornos. Das ist sehr, sehr wenig übertrieben.
Also Frühsexualisierung ist ein Wort, was zum Beispiel in Deutschland auch die AfD benutzt, was wir angeblich betreiben, weil wir Jugendliche und Kinder nicht festlegen wollen auf Geschlechterstereotype, weil wir auch in deren Realität abgebildet wissen wollen, es gibt auch Männer, die Männer lieben und heiraten und Frauen, die Frauen lieben und so weiter und so weiter. Und das bekämpfen die ideologisch bis aufs Messer. Der Europäische Gerichtshof, also wir sind auch nicht komplett, wir haben nicht komplett die Zuständigkeit, um sowas auch einfach vorzugeben. Der Europäische Gerichtshof hat zum Beispiel entschieden, dass die Mitgliedstaaten nicht die Ehe für alle überall einführen müssen. Das können wir nicht anordnen. Sie müssen allerdings Ehen, die in einem anderen Mitgliedstaat geschlossen werden, gleichgeschlechtliche, müssen sie anerkennen. Das müssen sie. Von daher, was können wir tun? Wir können, was wir im Moment auch versuchen, Druck ausüben. Deutschland hat es auch erst in 2017 hinbekommen. Genau, wir dürfen da auch nicht zu hochmütig sein, gerade als Deutschland. Und das war auch nur unter sehr speziellen Bedingungen. Also was wir tun, ist Druck ausüben durch Verklagen vor dem Europäischen Gerichtshof, jetzt auch durch finanzielle Mittel. Die wundervolle Helena Dalli, maltesische Kommissarin für Gleichstellung, hat zum Beispiel diesen Kommunen, die LGBTI-freien Zonen eingerichtet haben, denen hat sie die Fördergelder gestrichen. Weil sie gesagt hat, dieses Geld ist für Verständigung und Solidarität gedacht. Das macht ihr nicht, dann kriegt ihr es nicht. Jetzt muss man dazu sagen, was hat die polnische Regierung gemacht? Die polnische Regierung hat diesen Kommunen das Dreifache an Fördergeldern ausbezahlt, aus polnischen Geldern. Also mit solchen Mitteln gerät man irgendwann auch an Grenzen. Was wir natürlich tun, ist die Zivilgesellschaft zu stärken. Dafür gibt es viele Mittel. Und gerade bei dem Gesetz in Ungarn wird es auch rechtliche Schritte geben. Das hat Isabel Wieseler-Lima so ein bisschen angedeutet. Die framen das als Kinderschutz. Aber was da drin steht, ist, dass in Medien und in Schulbüchern zum Beispiel oder überhaupt in Büchern Homosexualität, Transsexualität nicht als etwas Normales dargestellt werden darf. Also es gibt Bücher, die werden aus dem Verkehr gezogen, weil dort einfach irgendwo auch ein homosexuelles Paar mitspielt. Das muss gar nicht das Hauptthema sein, aber das reicht denen schon, um dieses Buch aus dem Verkehr zu ziehen. Bleiben wir bei Polen und ich nutze diese Brücke der zweiten Frage von Margot Boucher, wo es um Green Deal geht. Das finde ich auch die schöne Dialektik an diesem Thema Solidarität. Polen verlangt nach Solidarität, was den Green Deal betrifft, weil Kohlen, Kohle auf Deutsch, Mensch, Kohle, ja genau. Genau, also weil Polen noch sehr viel Kohle fördert. Und das ist ein wichtiger Teil ihrer Wirtschaft. Ich bringe dieses Thema auch, weil Sie, Frau Barley, wie auch Frau Wieseler, die Ehre ist vielleicht der falsche Begriff, aber Sie haben dem polnischen Premier Morawiecki im Europäischen Parlament geantwortet und ihm auf ihre jeweiligen Art und Weisen die Leviten gelesen. Darüber, wie eigentlich die Europäische Union funktioniert. Frau Barley und Frau Wieseler vielleicht zu diesem Moment in Straßburg. Zu dem Moment in Straßburg, das war, ich weiß nicht, wie es Isabel empfunden hat, ich fand das ein bisschen surreal, weil er hat das getan, was viele Regierungschefs tun, nämlich eigentlich zu seinem eigenen Volk gesprochen. Und das Narrativ, das ist eben schon mal angeklungen, ist eben, wir haben ein Recht darauf, von der Europäischen Union unterstützt zu werden, insbesondere von Deutschland. Es gibt eine historische Schuld, die gibt es, zweifellos. Und Deutschland hat da eine besondere Verantwortung. Aber ihr habt nicht das Recht, euch einzumischen bei uns. Es gibt inzwischen ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichtes, das zur Folge hat, dass sie sich quasi aussuchen können, ob sie sich an Europarecht halten oder nicht. Also die können auch sagen, die polnische Verfassung sagt was anderes, deswegen halten wir uns nicht an Europarecht. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber darauf läuft es hinaus. Und das sei ihr Recht. Ja. Und so also ist muss man vielleicht nochmal erklären, sagen, eigentlich sollte es so sein oder ist es in den Verträgen festgehalten, dass nationales Recht
unter europäischem Recht liegt. Und Das muss auch so dieses sein. Prinzip wollen Sie Genau, das wollen Sie auseinandernehmen. aushebeln. Das muss so sein, weil wie soll das sonst funktionieren, wie soll man einen Binnenmarkt haben, wenn hier europäisches Recht gilt und da nicht oder dieses ungleich anwenden. Also das muss so sein. Aber der polnischen Regierung gefällt halt vor allen Dingen nicht, was der Europäische Gerichtshof sagt, weil der liest ihnen manchmal die Leviten und deswegen wollen sie das einfach nicht anerkennen. So, und was wir gemacht haben, also ich für meinen Fall habe mich da sehr auf den juristischen Teil beschränkt, weil er gesagt hat, was sie gerne tun, wir machen eigentlich das Gleiche wie alle anderen auch. Zum Beispiel in Deutschland werden die Richterinnen am Verfassungsgericht von der Politik bestimmt, vom Bundestag und vom Bundesrat. Und er hat sich auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezogen. Genau, es gibt ein Urteil aus dem letzten Jahr. Ich bin ein großer Fan des Gerichts, ich habe dort gearbeitet, Sie haben es gesagt, aber es ist ein schlechtes Urteil, es ist ein falsches Urteil, wo auch das Bundesverfassungsgericht sagt, an dem Punkt folgen wir dem Gerichtshof nicht. Aber, das sagt er natürlich nicht dazu, der gute Herr Morawiecki, dafür wird Deutschland gerade verklagt. Zu Recht. Und deswegen wird jetzt auch Polen verklagt. Zu Recht. Und ich habe mich dann, weil er ist kein Jurist, und das war dann für mich natürlich auch eine gute Vorlage, um ihm einfach zu versuchen darzulegen, warum er weiß es natürlich, warum all diese Vergleiche, wir machen doch dasselbe wie ihr, warum das total hinkt. Was die polnische Regierung will, genauso wie die ungarische, ist, sie wollen sich der Kontrolle entledigen. Sie wollen keine Kontrolle durch Medien, sie wollen keine Kontrolle durch die Justiz, sie wollen keine Kontrolle durch Zivilgesellschaft, nicht durch die Opposition, nicht durch eine kritische Kultur. Und das wird alles nach und nach eingeschränkt. Und wie das am Ende aussieht, sieht man vor allen Dingen in Ungarn. Madame Wissler? Ja, ganz kurz. Ja, ganz kurz. Ich muss sagen, dass es meine persönliche Geschichte mit sich bringt, dass ich sehr sensibel war für diese Spaltung in Europa. Auf der einen Seite wir und auf der anderen Seite die anderen, die eingesperrt waren, die nicht so voranschreiten konnten, wie sie es gerne gewollt hätten nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg hat Europa zweigeteilt. Die einen konnten sich so entwickeln, wie es sich die anderen gewünscht hätten. Die Ostländer hier vorsichtig ausgedrückt, rüberzukommen. Deswegen hatte ich immer ein großes Gefühl von Ungerechtigkeit. Es hätte auch uns so ergehen können. Und deshalb sage ich mir immer wieder, man muss verstehen, was da vor sich geht. Und das ist auch angeklungen zu Beginn in Bezug auf das Buch. Aber zu keinem Moment gibt es Ihnen jetzt das Recht, unsere fundamentalen Werte in Frage zu stellen. Denn sonst schlittern wir gleich wieder in dieselbe Situation. Wir hatten damals keine Demokratie. Das Individuum und der Respekt dessen, was das Individuum ist, war nicht da. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass das jetzt wieder über eine Hintertür Eingang findet. Das ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Dieses immer wieder zurückverweisen auf eine Schuld, ja, die es ergeben hat, aber jetzt zu sagen, wir müssen jetzt so handeln oder Dinge rechtfertigen, die aber so nicht zu rechtfertigen sind, das ist inakzeptabel. Und vielleicht noch ein Wort zu dem, was auch Katharina Barley angeschnitten hat, ohne es so auszudrücken in diesen Worten, aber sie hat den Fakt aufgegriffen. Es ist ein Diskurs, es ist eine Art und Weise zu reden. Es ist vielleicht nicht rechtsextrem, aber es ist ein Wortschatz, ein gewisser Wortschatz, der genutzt wird. Da werden Dinge als Fakten hingestellt, die es nicht sind. Ja, da wird einem ein Mikrofon unter die Nase gehalten. Sind Sie gegen das Gesetz zum Schutz oder zur Verteidigung der Kinder? Ja, das ist das, was ich eben geschildert habe. Es ist ein populistischer Diskurs, wo man sich dann sagt, ja, aber dem ist nicht so. Man muss wirklich nachforschen, was steht dahinter. Und das ist ganz, ganz wichtig heute.
Jean Asselborn möchte reagieren, aber zuvor möchte ich ganz kurz noch einen Punkt anschneiden. Wir sind nicht wirklich auf Margots Frage Not in my backyard eingegangen, aber ich lasse Sie reagieren auf eine Frage der Uni Trier, Luca Gerhards. Grenze, wir wandern weiter Richtung Osten, um dann in unserer Reise wieder Richtung Luxemburg zu kommen. Jetzt sind wir aber jetzt erstmal an der polnisch-belarussischen Grenze und sprechen über diese Problematik. Hat auch was mit Solidarität zu tun. Luca Gerhards, Universität Trier. Ja, vielen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Meine Frage, Staaten wie Griechenland, Kroatien oder eben Polen führen an der Außengrenze der Europäischen Union illegale Pushbacks durch, setzen Geflüchtete mit vollem Bewusstsein, so muss man sagen, der Gefahr des Todes aus und treten somit EU-Recht, die Genfer Konvention und Menschenrechte im Allgemeinen mit Füßen. Sind Sie trotz dessen und trotz der Tatsache, dass das von der EU im Prinzip weitgehend getragen und somit auch toleriert wird, der Meinung, dass die EU sich wirklich als Wertegemeinschaft bezeichnen kann, die hohen Wert auf Solidarität legt? Oder sollte man die Dinge nicht nun mal klar so benennen, wie sie auch wirklich sind? Dankeschön. Herr Asselborn. Ja, ich wollte vielleicht... Ja, ich möchte das Ganze ein wenig öffnen und auch versuchen, den jungen Menschen zu erklären, was ist die Europäische Union in Bezug auf die Werte? Zum einen ist die Europäische Union kein Sammelsurium an Nationalstaaten aus Europa. Es ist eine Integration. Wir wollen immer enger zusammenarbeiten, näher zusammenrücken. Und aus diesem Grunde haben wir in meinen Augen eine Aufgabe, nämlich wir müssen sehen, was schief läuft in Polen, in Luxemburg, in Deutschland, in Belgien. Das geht uns alle in Europa an. Das betrifft uns alle. Ein polnischer Richter ist auch ein europäischer Richter. Und wenn wir jetzt die Werte aus Artikel 2 zusammenhalten möchten, da gibt es da eine Instanz, die bislang wie eine Eins da steht, das ist der Europäische Gerichtshof. Ohne den Europäischen Gerichtshof, und das sage ich klar und deutlich, ja, also im Europäischen Rat gibt es einige Artisten, die sonst nichts zu tun haben, als Europa in eine Richtung zu drängen, dass es nur noch um das Nationale geht. Aber wie gesagt, der EuGH steht da und hat das Sagen. Aber es obliegt nicht einem Gericht in Karlsruhe, in Madrid oder in Paris, das in Frage zu stellen, was die Einheit Europas ausmachte, die Einheit der europäischen Gesetzgebung, nämlich die Verträge. Da gibt es nur eine Auslegung und das ist nur die des Europäischen Gerichtshofes. Ansonsten ist der Aufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, also so wie er damals aufgestellt wurde, kaputt. Ja, wenn da einzelne Staaten sagen, unsere Gesetze stehen über europäischem Recht, dann geraten wir in eine Situation, die gefährlich wird. Wir müssen den jungen Menschen erklären, Europa ist mehr als eine Kumulation nationaler Interessen. Und ich sage noch etwas, was noch weitergeht, und ich glaube, Katharina wird mir dazu stimmen. Es darf kein einziger Euro fließen in ein Land der Europäischen Union. Also es dürfen keine Mittel des europäischen Steuerzahlers in ein Land fließen, das sich nicht an die Vorgaben der europäischen Verträge hält. Alle wissen das, worum es geht. Jeder muss dazu stehen zur Genfer Konvention, denn sonst gibt es keinen Zugang zur Europäischen Union. Das wusste Polen, das wussten all die anderen Staaten. Und aus diesem Grund ist das wirklich fundamental. Das, was 2004 galt, was 2009 galt beim Vertrag von Lissabon, das trifft auch 2020 noch immer zu. So, und damit kommen wir zu den Pushbacks. Ja, da sind jetzt so viele Facetten jetzt schon mit angeklungen. Und es ist auch nicht so einfach, das Ganze in 2 Sätzen zu schildern. Aber was die Pushbacks anbelangt, überhaupt die Migrationspolitik im Allgemeinen, die Pushbacks stehen ja auch nicht im luftleeren Raum. Seit 2015 hatten wir die Möglichkeit, eine einheitliche europäische Migrationspolitik hinzukriegen. Eine Person hat das kaputt gemacht, Orban, mit einigen Gesellen. Heute gibt es eine Minderheit von Ländern aus der Europäischen Union, die nach wie vor der Meinung sind, dass man es schaffen
könnte, eine europäische Migrationspolitik auf die Beine zu stellen, was aber nicht der Fall ist. Pushbacks, ja, aber Sie haben 2015 angeschnitten, dann können wir die zwei Elemente vielleicht koppeln, diese beiden Elemente. Jana Kirst hat nämlich dazu noch eine Frage. Er hat dazu eine Frage der Universität Saarbrücken. Und da Herr Asselborn es gerade angesprochen hat, ist es genau der richtige Moment, auch diese Frage zu stellen. Und dann lasse ich Sie auf diese Frage und auf die Pushbacks reagieren. Ja, vielen Dank. An sich ist vieles, was ich heute Abend sagen wollte, was nämlich nicht nur eine Frage war, schon hinfällig, dank meiner wundervollen Vorrednerinnen. Dennoch meine Frage. Ich arbeite seit 2015 in der Refugee Law Clinic an der Universität des Saarlandes. Wir haben uns damals auf Initiative von einigen Studenten, die das mit mir gemeinsam gemacht haben, gegründet. Und seitdem arbeiten wir in dem Bereich. Und ich sehe einfach keine einzige Besserung. Im Gegenteil, es wird nur schlimmer. Und diese Situation, die wir jetzt in Polen haben, die wir in Afghanistan gesehen haben, die wir aber auch schon vorher vor dem griechischen Festland gesehen haben, das ist doch einfach peinlich. Und das ist nicht das Europa, hinter dem ich eigentlich auch als Mitarbeiterin des Europa-Institutes eigentlich uneingeschränkt stehen will. Es fehlt an Rechtsstaatlichkeit, es fehlt an Zugang zum Recht. Natürlich hat nicht jeder Mensch das Recht, hier in Europa zu bleiben. Aber jeder Mensch hat das Recht auf ein Verfahren, auf ein faires Verfahren und auf ein zügiges Verfahren. Und ich weiß nicht, wie es sein kann, dass wir im Moment hilflos einfach nebendran stehen. Und nur noch eine kleine Sache, bevor ich dann wirklich zu meinen Fragen komme. Ich habe gerade eben noch auf der Herfahrt hierher gehört, dass anscheinend der Innenminister Deutschlands heute gesagt hat, dass Polen sich beispiellos europäisch verhält in den letzten Wochen. Gut, kann man sich wahrscheinlich denken, dass ich dem nicht zustimme, aber dass auch Deutschland solidarisch bei Polen steht. Und das kann ich nicht verstehen. Das kann ich wirklich nicht verstehen bei diesem Elend, was wir im Moment an den europäischen Außengrenzen haben. Meine Fragen dazu sind: Wo sind die so häufig angesprochenen und immer wieder versprochenen die Änderung des EU-Asylverfahrensrechts? Wo sind die? Wo ist ein wirklich faires Verteilungsverfahren der Hilfesuchenden auf die europäischen Staaten? Und ich muss sagen, wenn es halt eben nicht mit allen Mitgliedstaaten geht, dann muss es ohne diejenigen gehen, die eben nicht mitziehen wollen. Dann braucht es eine Koalition der Willigen. Denn wie heute Abend schon häufig gesagt, es ist einfach so, Artikel 2 sollte unsere Basis sein. Und die Menschenwürde und Solidarität, die darin beschrieben werden, müssen unsere Werte sein. Und im Moment verraten wir sie, was das Thema betrifft, immer und immer wieder. Herr Asselborn, ich unterbreche Sie jetzt nicht mehr. Ja, also Na, hören Sie, seit 2015 gehen wir zurück. Wir sind seitdem nicht imstande, den Vorschlag der Europäischen Kommission, der nicht perfekt ist, aber den man hätte ausbauen können, zu dem zu machen, was man daraus hätte machen können. Und das ist der springende Punkt. Es ist nicht die Kommission, es ist nicht das Europäische Parlament, die in Europa bestimmen, wo es lang geht. Leider, es ist der Rat, es ist der Europäische Rat. Es ist das Schlimmste, aber verschiedene Ministerräte sind ebenso schlimm. Sie müssten mal dabei sein, wenn es um Migration geht. Für verschiedene Länder Europas ist Migration gleich Terrorismus. So weit geht es heute. Und dieser Aspekt der Sicherheit tritt immer mehr in den Vordergrund zu Lasten der Menschlichkeit. Und nochmal zu dem, was in Polen geschieht. Da muss man wissen, die Europäische Union hat einen kapitalen Fehler begangen, in meinen Augen. Das Ganze ist klar geworden im August. Letzte Woche war ich in Abu Dhabi, in Dubai. Und da habe ich den Außenminister der Emirate getroffen. Und der hat spontan gesagt, weshalb habt ihr 4 Monate gebraucht, bevor ihr uns sagen konntet, was sich hier abspielt?
Ja, dass Menschen mit Visa, mit Pässen nach Polen transportiert wurden, um in die Nachbarländer zu kommen. Hätte man eher reagiert, dann hätte man vieles unterbrechen können. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt in meinen Augen nur eine Lösung. Wenn der Wille aller Länder da ist, sei es die Türkei, Syrien, Jordanien, Irak, dem Ganzen ein Ende zu setzen, dann müsste es doch auch möglich sein. Da sind in Belarus Vertreter der UNO, auch des UN-Flüchtlingswerks, also dass da Vertreter dorthin kommen können und diese Menschen in Würde zurückführen, wenn auch nicht alle. Aber das müsste doch möglich sein. Da gibt es Familien mit kleinen Kindern, mit Babys zum Teil, dass diese Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der andere Aspekt ist jetzt, wie Europa sich einbringen kann. Und da glaube ich, muss man Acht geben, dass was jetzt in Polen geschieht, das kann morgen sich in einem anderen Staat zutragen. Und ich sage es auch ganz klar und deutlich, wir finden keine Länder, die dann die Grenzen öffnen werden. Und deswegen ist jetzt darauf zu achten, also Polen hat einen Fehler begangen, ja. Ich glaube, sie wollten das ganz alleine meistern und handeln, statt gleich wie in Litauen oder in Lettland nach einer europäischen Lösung zu suchen, ja, mit Hilfe der Regeln der Europäischen Union. Das ist nicht so gelaufen, aber gut. Ja, was wäre denn eine europäische Lösung? Na, das ist das, was wir jetzt gesagt haben, dass die Menschen, die über die Grenze gelangen, ein Verfahren bekommen, dass sie Anrecht haben auf ein solches Verfahren. Das heißt, da brauchen wir eine Infrastruktur. Ja, mit den Institutionen oder mit den Stellen der Vereinten Nationen müssen wir dem entgegensteuern. Es geht ja nicht an, dass sie da verhungern und verdursten. Wenn wir da die Grenzen öffnen, dann kommt das nur andernorts in Europa hinzu. Und so kann es ja nicht sehen. So können wir das nicht sehen. Dann wollen wir was logistisch runterbrechen. Da brauchen wir Büros, Zelte und so weiter. In der UNO gibt es 2 Organisationen, die sich darum kümmern. Die UNHCR von Grandi und die OIM, die Organisation von Vitorino, die hier zuständig sind, die müsste man reinlassen nach Weißrussland, um diese Sache in den Griff zu bekommen. Isabel Wissler, Sie dürfen ergänzen, wenn Sie möchten. Zuerst möchte ich dazu sagen, dass ich diesen Pushback überhaupt nicht verteidige. Das ist inakzeptabel. Danach muss ich hinzufügen, auch wie Herr Asselborn schon gesagt hat, das Problem liegt bei Belarus und Belarus muss das Problem lösen. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir diese Migranten dorthin gebracht hätten. Das Problem muss auf der anderen Seite gelöst werden. Und das hat Herr Asselborn auch gesagt. In Litauen und Lettland, da hat man das Problem ordentlich in den Griff bekommen. Es gibt viele Angriffe auf Frontex aus unterschiedlichen Gründen, aber Frontex ist eine Organisation, die dazu beiträgt, dass die Abläufe ordentlich ablaufen. Und Polen hat sich geweigert, Frontex hierher zu lassen, weil sie das auf ihre eigene Weise machen wollten, die nicht zu verteidigen ist. In Litauen und Lettland hat Frontex für einen ordnungsgemäßen Ablauf gesorgt. Da gibt es Punkte, wo ein Übergang möglich ist. Frontex ist da als Zeichen europäischer Solidarität und hilft diesen Ländern, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Es wäre natürlich viel besser gewesen, wenn wir zuerst diplomatische Wege eingeleitet hätten. Der zuständige Kommissar ist dabei, das zu tun. Es gibt jetzt eine ganze Reihe Länder also Herkunftsländer, aus denen die Flüchtlinge kamen, die dafür sorgen, dass diese Flüchtlingsströme aufhören. Denn es sind keine Flüchtlinge. Es sind 200 Leute, die sie rüberbrachten.
Und von diesen 200 Menschen, die rüberkamen, bekamen nur 6 Asyl, also Menschen, die wirklich in Gefahr waren. Alle anderen wurden zurückgeführt. Also das ist ein schwieriger Sachverhalt. Wir haben es hier mit einem Land zu tun, das eine schreckliche Diktatur ist, die grausame Dinge tut und hier Menschen als Waffen einsetzt. Das ist ein regelrechter Menschenhandel, der dort passiert, und zwar auf staatlicher Ebene. Das ist absolut inakzeptabel. Und wir wissen, dass das Ganze von Russland unterstützt wird. Also wir müssen da sehr aufpassen, was wir tun und wie wir dieses Problem angehen. Es tut mir leid, es geht hier um Menschen, um die es geht. Guido Lessing. Nicken sehen jetzt auch bei den Ausführungen von Jean Asselborn und Isabel Wieseler. Danke erstmal für die Geduld. Jetzt nehme ich Sie eine Runde und gleich werden wir jetzt auch über Luxemburg sprechen und dann gehen wir wieder gen Westen in unserer Europareise gedanklichen. Warum haben Sie genickt? Ja, ich finde, Polen ist ein wunderbares Beispiel, nochmal auf diese Definition von Solidarität zurückzukommen. Da habe ich eben gesagt, Freiwilligkeit. Im Falle von Polen und gemeinsame Ziele sollten festgelegt sein oder bestehen. Man soll sich dahinter vereinigen können. Und ich finde, Polen ist ein wunderbares Beispiel. Da gibt es eine angetragene Solidarität, Frontex, da kann man zu stehen, wie man möchte, aber es ist jedenfalls irgendein institutioneller Rahmen, wo man sagt, andere europäische Länder, die Europäische Union hilft, diese Asylproblematik irgendwie in den Griff zu bekommen, in Grenzen zu setzen. Und Polen verweigert kategorisch, obwohl Warschau der Sitz Frontex ist, verweigert kategorisch die Hilfe anderer europäischer Länder. Und daran sieht man, dass gar kein Wille vorhanden ist, gar keine gemeinsamen Ziele vorhanden sind und keine gemeinsamen Regeln vorhanden sind, unter denen sich alle vereinigen können. Hier ist es ein Beispiel von angetragener Solidarität, die zurückgewiesen wird aus politischen Gründen. Daran sieht man wunderbar, wie weit sich Europa, nicht nur Polen, von einem gemeinsamen Weg, gemeinsamen Zielen entfernt hat. Und wie groß diese Brüche sind, die entstanden sind. Dass man sich fragt, wie gehören die eigentlich noch zusammen? Ich lasse Katharina Barley dazu noch ganz kurz reagieren. Bitte solange Julie Leröth nach vorne. Ich weiß, dass wir Fragen auf Slido dazu haben. Julie, kannst du vielleicht schon mal nach vorne kommen? Frau Barley. Das ist mir so wichtig. Ich versuche es wirklich in einem Satz. Man muss unterscheiden zwischen Regierungen und Bevölkerungen. Bitte. Es gibt wirklich Solidarität mit Geflüchteten in der polnischen Bevölkerung. Und auch bei manchen PolitikerInnen. Absolut, ja. Der Bürgermeister von Danzig ist ermordet worden, weil er dafür war, Flüchtlinge aufzunehmen. Und wenn man damals gefragt hat, die 12 größten Städte Polens waren alle bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Es ist nicht Polen, es ist die polnische Regierung. Katharina, man muss auch wissen, dass in Polen ja auch manchmal sehr extreme Politik gemacht wird. Das heißt, es gibt Andeutungen, dass in Polen die 2 Sachen, von denen wir jetzt geredet haben, nämlich die Rechtsstaatlichkeit und das, was an der Grenze geschieht, irgendwie absichtlich vermischt wird. Und das ist natürlich etwas, wenn ich in verschiedenen Zeitungen lese, Polen ist der große Gewinner dieser Operation. Da muss man auch versuchen, dann kalten Kopf zu behalten. Aber das kann sein, dass das auch stimmt. Julie, was passiert auf Slido, Hashtag EU Solidarity, Ja. haben wir Fragen bekommen? Oder wie ging am Anfang unsere Umfrage aus? Ich bin gar nicht darauf zurückgekommen. Also unsere Umfrage, zum Beispiel How do you define solidarity, wurden oftmals viele Wörter genommen, zum Beispiel Support, Empathy, Compassion. Pardon, Adrien, tu peux nous montrer Slido? Merci. Also, was kam bei der Umfrage raus? Vielleicht kannst du schon mal... Ich weiß nicht, ob Sie es sehen so. Nee, ich sehe nur Enter a Word. Ich glaube aber, es wurden ein paar Wörter entert, hoffe ich. Egal, erzähl einfach. Entschuldigung, es lädt gerade. Ach Mann. Also wenn ich mich bedanken Okay, dann sehe ich das. Okay, dann warten wir, bis es geladen hat. Ich sehe, dass Paul Schmidt dazu reagieren wollte. Julie, gib mir ein Zeichen, wenn Slido geladen hat. Ja, ganz kurzes Pausenfüller. Die Wortmeldung, die hier vorher war von der Kollegin von der Uni aus Saarbrücken, glaube ich, die war natürlich sehr emotional und eindrucksvoll und wichtig. Ich glaube aber,
dass es hier, da bin ich bei Jean Asselborn, wichtig ist, kühlen Kopf zu behalten und zu differenzieren. Es gibt auf europäischer Ebene keine Entscheidung, wo nicht die Mitgliedstaaten mit am Tisch sitzen. Es gibt aber ein österreichischer Kabarettist hat einmal gesagt, die Europäische Union besteht aus Mitgliedstaaten, die sich nicht daran erinnern können, was sie eigentlich selber beschlossen haben. Ganz so ist es natürlich nicht. Da gibt es natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel Luxemburg, die massiv Einfluss nehmen. Aber was ich sagen möchte ist, es gibt natürlich eine Koalition der Willigen, wenn es darum geht, zu versuchen, so viel wie möglich unbegleitete, minderjährige Jugendliche aus Flüchtlingscamps aufzuteilen. Darüber wird medial sehr wenig berichtet, aber das gibt es. Und es gibt natürlich eine Politik, die versucht, auf diesen Erpressungsversuch von weißrussischer Seite zu reagieren. Da ist auch einiges passiert. Man kann damit nicht zufrieden sein. Es ist zu wenig, aber es passiert was. Und was Katharina Barley gesagt hat, dass man differenzieren muss zwischen Polen und der polnischen Regierung, das trifft natürlich auf andere Länder auch zu. Aber bei all dieser Dynamik ist es ganz wichtig, im Dialog und im Gespräch zu bleiben, um zu verstehen, wie die unterschiedlichen Strömungen und die unterschiedlichen Gruppierungen in der polnischen Gesellschaft das sehen und wie man da versuchen kann zu überzeugen. Weil die Frage ist schon, der EuGH spielt eine extrem wichtige Rolle. Aber die Frage ist, was passiert am Ende? Letztlich haben sich die Mitgliedstaaten zu gemeinsamen Regeln bekannt. Wenn sich ein Mitgliedstaat wirklich, wenn sich die Regierung eines Mitgliedstaats wie Polen wirklich da herausnimmt, wie weit komme ich mit Geldbußen? Ich muss klagen, ich muss versuchen, hier Druck aufzubauen und zu sagen, auch ökonomischen Druck aufzubauen. Aber was passiert am Ende der Fadenstange? Am Schluss muss ich überzeugen, oder? Apropos Geldbußen, die polnische Regierung muss aktuell jeden Tag 1 Million Euro Strafe zahlen, aber ich glaube, diese Devisen sind noch nicht geflossen. Aber es wird ja was, werden probiert. Auch 24 Milliarden Euro gerade zurückgehalten an Wiederaufbaugeldern. Das ist sehr, sehr oft mal 1 Million, also bis man da hinkommt. Aber das ist schon eine Menge Geld. Auch gegenüber Ungarn. Aber die Frage ist natürlich, es gibt diese ökonomische Solidarität oder diesen ökonomischen Druck, den ich dann aufbauen kann, wenn ich die Solidarität zurückfahre. Aber die ökonomische Solidarität, und wir haben das auch während der Wirtschafts- und Finanzkrise gesehen, der ökonomische Druck hat irgendwo ein Ende. Und letztlich, wer bezahlt den ökonomischen Druck? Und ist nicht eine emotionale Solidarität, eine ideelle Solidarität, eine zwischenmenschliche Solidarität, etwas, was wir suchen und anstreben sollten im Dialog und im Gespräch, wo man sich in Krisensituationen gegenseitig hilft. Auch wenn Polen das nicht zulässt, ist es natürlich verheerend. Aber wir haben viele, viele Beispiele, wo gerade in Krisensituationen oder im Gesundheitsbereich diese Solidarität stattfindet. Ich danke Ihnen für diese Überleitung. Wunderbar. Paul Schmidt, zum Gesundheitsbereich kommen wir gleich, auch wenn wir über Luxemburg sprechen. Aber Julie hat mir einen Daumen hoch gezeigt. Slido funktioniert. Was haben wir an Fragen? Oder nochmal, was war das Ergebnis der Umfrage und was haben wir an Fragen? Ich sage zuerst mal die Fragen, sonst ist es jetzt wieder weg. Ja, okay. Ich werde jetzt die 3 Fragen nennen, die jetzt am meisten Likes bekommen haben. Das sind ganz verschiedene. Also zuerst hätten wir... Adrien, ich muss auf Französisch übersetzen. Adrien, tu peux nous montrer Slido, s'il te plaît? En espérant que ça marche, cette fois-ci. Voilà, super. Also die erste wäre, setzt die EU sich stark genug für unsere europäischen Werte ein oder stehen nicht oftmals wirtschaftliche Interessen im Vordergrund? Die zweite auf Englisch dann. At the peak of the Corona crisis, we saw that many countries isolated. Also mit der Corona-Krise haben wir gesehen, dass viele Länder sich isoliert haben. Könnte man in Zukunft so etwas vorbeugen? Discriminative. Wie können wir die Reaktion Polen ändern, wenn es da ein Veto von Ungarn gibt? Gibt es da eine Entscheidung in Bezug auf Ungarn? Fragenstellerinnen nach vorne kommen, dass wir sie sehen. Richard, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob Sie alle 3 hier physisch sind. Richard Gerdemann, Emilia Fünfhausen, Sam Elsey. Und ich lasse jetzt nur einen pro Frage reagieren. Freiwillige zuerst. Wer will auf die Frage reagieren? Setzt die EU sich stark genug für unsere europäischen Werte ein oder stehen nicht oftmals wirtschaftliche Interessen im Vordergrund? Jean Asselborn. Ja, also ich glaube, dass
was Polen macht jetzt und natürlich mit Ungarn, führt die Europäische Union in eine sehr tiefe Krise. Wenn wir hier keinen Ausweg finden, und ich bin mit Ihnen selbstverständlich einverstanden, mit Geld alleine kann man das ja nicht lösen. Dann kommt in einem gewissen Moment die Gretchenfrage, spielt ihr noch mit, akzeptiert ihr noch die Regeln der Europäischen Union, ja oder nein? Genug gemacht. Ich rede jetzt als Außenpolitiker. Wir haben, Sie wissen das, was in Russland geschieht, hatten wir ja nur ein Mittel, auch 2014 nach dem, was auf der Krim geschehen ist, um mit Sanktionen zu reagieren. Es gibt nicht viele Möglichkeiten und ich weiß auch, dass Sanktionen nicht eigentlich das absolute Positive ist, um Außenpolitik zu machen. Wir haben ja dasselbe jetzt gemacht, zum ersten Mal seit 30 Jahren mit China, im November letzten Jahres, wo wir wegen der Situation der Uiguren vor allem, das war ja der Auslöser, aber diese Sanktionen wurden gemeinsam mit Sanktionen gegen Myanmar, die Machthaber in Myanmar und andere auch aufgestellt. Wie China reagiert hat, das wissen wir, dass Europaabgeordnete und Diplomaten visiert wurden. Ja, wir haben eine Europaabgeordnete, die hier im Panel sitzt, Isabel Wissler, ja, als Mitglied des Unterkomitees Menschenrechte, darf nicht in China einreisen. Ja, aber ich glaube, dass es richtig war, dass wir gezeigt haben als Europäische Union, dass wir auch gegenüber einem Land wie China, was riesigen Einfluss natürlich hat auf der Welt, dass, wenn es um die Menschenrechte geht, dass wir Ansätze haben, um uns dagegen zu wehren. Und das ist etwas, was uns ehrt als Europäische Union, was allerdings nicht von allen Ländern in der Europäischen Union auch getragen wird. Denn da kann es natürlich kommen, dass in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen es Gegenschläge gibt. Aber ich glaube, dass wir als Europäische Union nicht nur Artikel 2 unter uns als Europäische Union als Zielsetzung haben müssen, sondern auch den nach außen vertreten. Richard, Sie sind Richard Gerdemann? Genau. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Ja. Sind Sie mit dieser Antwort zufrieden oder haben Sie dazu noch eine Rückfrage? Ja, ich bin im Großen und Ganzen damit zufrieden. Ehrlich gesagt sehe ich die Sache vielleicht ein bisschen anders. Mir persönlich kommt es oftmals so vor, als wären dann doch die wirtschaftlichen Interessen größer als jetzt die europäischen Werte in dem Sinn, besonders wenn man jetzt in Richtung Autoindustrie guckt, da hat man immer so das Gefühl, ja, wenn jetzt der Chef von VW wieder einen schlechten Tag hat, dann wird das alles wieder über Bord geworfen. Ansonsten ich will dir nur sagen, dass zum Beispiel Biden ja jetzt mit Xi Jinping gesprochen hat. Und dass ja dieser ganze Antagonismus, der vor 2, 3 Jahren angefangen hat zwischen Amerika und China, dass aber die Amerikaner im Hinterkopf haben, dass wir zum Beispiel, das Klima wurde angesprochen, ohne China in Sachen Klima nichts hinkriegen. Und das, glaube ich, ist auch eine Überlegung, die wir in Europa gegenüber Russland haben müssen, dass wir natürlich unsere Werte verteidigen und auch positiv reagieren. Aber Außenpolitik hat ja als Ziel, dass man die Kanäle offen lässt, dass es nicht zu großen, vielleicht auch sogar militärischen Auseinandersetzungen kommt. Das ist das Ziel der Außenpolitik. Darum verstehe ich dich, dass du als junger Mensch, und du hast höchstwahrscheinlich auch recht, in verschiedenen Hinsichten glaubst, dass die Ökonomie trotzdem mehr zählt als reine Menschlichkeit. Ja. Das steht ja, glaube ich, neben Waffenhandel oder neben andere Sachen, die extrem kompliziert da sind. Aber ich glaube aber, dass es falsch wäre, die Europäische Union, vor allem die Europäische Union, in Sachen Menschenrechten, wenn du siehst, wie China in Afrika agiert und wie stark China ist in Afrika, ohne nach Menschenrechten zu fragen. Ich könnte dir andere Beispiele geben, die Türkei zum Beispiel, wie sie Außenpolitik macht, dass trotzdem die Europäische Union in schwierigen Situationen manchmal zu 27 uns aber dazu zu bekennen. Gegenrede? Ja, ich stimme Ihnen natürlich zu. Also ich kann auch auf Lützeburg schwätzen. Ich darf auch Luxemburgisch sprechen, ja. Also ich habe jetzt Deutsch gesprochen, aber ich kann auch Luxemburgisch reden.
Ich gebe Herrn Eisenborn in vielen Punkten recht, aber was China spezifisch angeht, bin ich der Meinung, dass wir als Europäische Union, die ja auch stolz auf ihre Werte ist und auch wirklich ein internationales Standing hat, ein internationales Image aufgrund dieser Werte der Solidarität oder auch der Pressefreiheit, dass man da doch stärker durchgreifen sollte. Denn ehrlich gesagt, China ist eine richtige Diktatur. Menschenrechte werden mit Füßen getreten und vor allem die Pressefreiheit wird nicht nur in China zensiert, sondern überall in der Welt. Und wenn jetzt zum Beispiel die USA sich so stark gegen China positioniert, dass es dann als auch an der EU ist, stärker zusammenzuwachsen, um unsere Werte zu verteidigen. Und zwar nicht nur als Wirtschaftsunion, sondern als Werteunion, als echte Werteunion. Also nur eines, wenn wir nur noch mit den Ländern als EU gute Kontakte haben, die die Menschenrechte respektieren, wie Luxemburg oder Deutschland zum Beispiel, von diesen 193 Ländern bleiben nicht mehr viele übrig. Um das nur kurz zu sagen. Ja, das ist dann wieder die wirtschaftliche Realität. Da muss man natürlich auch mit einem gewissen Realismus rangehen. Da haben Sie auch recht. Du musst nicht unbedingt recht geben, man muss auch realistisch bleiben. Aber mir persönlich wäre es wichtig, dass Europa auf seinen Werten beharrt. Und sobald China oder Saudi-Arabien oder Russland nicht einverstanden sind, dann sagt man, oh, dann heißt es, ja gut, dann wird uns das Erdgas zugedreht oder dann bekommen wir kein Erdöl mehr. Dann wäre mir lieber, dass Europa sich einiger und stärker positioniert. Vielen Dank, Richard, für diesen Beitrag und auch für diesen Mut, unserem Außenminister zu widersprechen. Und jetzt kommt ein großer Bruch mit Blick. Die dritte werden wir, glaube ich, in dem Gespräch unterkriegen. Guido Lessing, in Sachen Solidarität, Luxemburg. Jetzt sind wir geografisch hier im Land. Ist Luxemburg beispielhaft? Ist hier alles in bester Ordnung? Ja, also Solidarität war ein großes Thema, besonders im Zusammenhang dieser Covid-Krise. Da hat Luxemburg ja damals verständlicherweise meines Erachtens aufgrund der Situation des hiesigen Arbeitsmarktes mit fast schon Schock reagiert, als Deutschland die Grenzen zumachten. Damals sind grenznah Hotelzimmer angemietet worden, um Grenzgängern die Möglichkeit offen zu lassen, dann hier zum Beispiel im Krankenhaus, im Spital arbeiten zu können. Das war ein Riesenschock. Und dann hat man damals gesagt, ja, das ist eigentlich ein Bruch der europäischen Solidarität. Luxemburg ist im Prinzip Grenzregion aufgrund seiner Größe von allen Seiten. Nach Luxemburg kommen jeden Tag weit über 200.000 Menschen. Im Gesundheitssystem sind, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig, ja, 60-70% sind Grenzgänger. Damals bestand sogar die Befürchtung, Frankreich würde die Krankenschwestern aus Lothringen gegebenenfalls verpflichten, um in den lothringischen wirklich überbelasteten Gesundheitssystem dann unterzubringen. Das war ein großer Moment der Unruhe für Luxemburg und das wird auch verständlicherweise gebetsmühlenartig natürlich wiederholt. Schengen muss offen bleiben und auch in Krisensituationen wie Covid war, muss die Grenze offen bleiben. Wenn ich den ganzen Spieß mal umdrehe, Solidarität, dann gibt es natürlich auch von den Grenzregionen Anfragen bezüglich Solidarität an Luxemburg. Und ich kann mich da an eine andere Sache erinnern. Da hat zu Beginn des letzten Jahres haben die Bürgermeister von Trier und von Metz, das sind ja diejenigen, aus deren Region dann die Krankenschwester und die Dachdecker und so weiter kommen und die Bankangestellten. Die haben an Luxemburg die Bitte herangetreten, sind mit der Bitte an Luxemburg herangetreten, Ausgleichszahlungen zu leisten, um diese kommunalen Dienstleistungen, Schulen, Krankenhäuser teilweise weiter finanzieren zu können. Und da hat seinerzeit der luxemburgische Premierminister empört reagiert, er sei nicht dazu da, die Weihnachtsgirlanden auf dem Metzer Weihnachtsmarkt zu finanzieren. Da hat man den ganzen Spieß mal umgedreht mit Solidarität. Daran sieht man auch wunderbar, was Herr Schmidt auch eben gesagt hat, Solidarität ist letztendlich eine Frage der Perspektive. Jeder macht seine Solidarität, seine Ansprüche an die Solidarität geltend und oft sieht das ganz anders aus, je nachdem, wo man steht, diesseits oder jenseits
der Sauer oder der Mosel. Ich muss aber sagen, der Ur. Ich muss aber sagen, es gibt ja genug Möglichkeiten und de facto auch Gesten der Solidarität zwischen den Staaten. Also ich meine zum Beispiel, dass jetzt in der gegenwärtigen Klimakrise Wasserstände sind hoch in Rospot. Da ist jetzt vor kurzem wie unsere Umweltminister in Rospot gewesen und ist das Thema angesprochen, was machen wir jetzt, wenn wir in den nächsten Jahren steigende Wasserpegel haben. Und da ist diskutiert worden, ja, Seitenarme der Sauer auf deutscher Seite haben vermieden, in denen eben Wasser zurückgehalten werden konnte, haben vermieden, dass die Auswirkungen in Luxemburg noch stärker waren. Also ich finde, gerade in der Region bieten sich unwahrscheinlich Möglichkeiten im Alltag, Solidarität zu praktizieren. Ich glaube, das ist die große Chance, um es auch erlebbar zu machen für Bürger. Also nicht auf einer abstrakten Ebene, da wird in Brüssel verhandelt, da treffen sich Außenminister, die man vielleicht nicht kennt, und da wird irgendein Gesetzgebungsprozess wird dann angestoßen. Aber konkret wird das wirklich auf der lokalen Ebene. Und wenn die Solidarität erfahren ist, ich glaube, das hat einen Rückkopplungseffekt, dass dann Leute sagen, ja, die waren solidarisch mit uns. Wir nehmen zum Beispiel Covid-Kranke in unseren Spitälern, dann werden wir diese Solidarität auch wieder erweisen, wenn die Situation sich umkehrt. Kommen wir auf die auf die Geschichte der Ausgleichszahlungen zurück. Das war eine Aussage, bevor die Covid-Krise ausgebrochen ist. Ist dieser Fall jetzt erledigt oder was ist jetzt der Stand der Dinge? Beziehungsweise gibt es Vergleiche aus anderen Regionen, wo das durchaus anders gehandhabt wird, das Thema, oder? Ja, ich kann jetzt keine Zahlen benennen, aber in diesem Großraum Genf, da ist die Situation noch extremer. Man hat also eine extrem wirtschaftlich potente Stadt und drumherum sind Stadtviertel fast schon zu Genf gehörig, die finanziert werden mit Schweizer Geldern. Wo sowas praktiziert wird, ich glaube, das schwebt auch so ein bisschen als Beispiel denjenigen, die dort Forderungen gestellt haben, vor. Also wir gehen ja auf einen anderen Weg. Auch vor allem mit Frankreich. Deutschland ist so ein starkes Land, dass wir da nicht darüber viel reden müssen. Ich sage nur, bei Covid war es, ja, Trier, ich sage nur, bei Covid war es schon ein Bild für die Götter, als auf der Schengener Brücke auf einmal die Polizei mit Mitrailletten stand. Das haben wir glücklicherweise hinter uns. Also Ausgleichszahlungen mit Belgien ist ja eine Lösung seit sehr, sehr langem schon. Und mit Frankreich sind wir im Begriff, nicht direkte Zahlungen zu machen, sondern dass wir schauen, zum Beispiel in Sachen Verkehr. Aber auch, ob die Luxemburger nicht eine Verpflichtung haben, die Ausbildung der Krankenschwestern, wie sagt man, der Pflegekräfte, dass wir hier mithelfen. Und da gibt es Projekte, da sind auch Zahlen im Raum, wo man mit Frankreich selbstverständlich muss auf eine bessere Schiene kommen. Also man kann das drehen, wie man will. Wir sind ein Land, was fast jetzt, ich habe gehört, 220.000 Grenzgänger anzieht. Das ist zu unserem großen Nutzen in Luxemburg, muss man sehen. Und dann müssen wir auch fähig sein, politisch etwas zurückzugeben. Man kann jetzt immer sagen, der lothringische Situation nach dem Zusammenbruch der Stahlindustrie war grausam und ohne Luxemburg hätten die das nie geschafft. Kann man alles sagen, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass alles, was in Luxemburg aufgebaut wird, ohne die Grenzgänger nicht möglich wäre. Ohne die Grenzgänger wären wir da in einer, von den 47% Nicht-Luxemburgern rede ich heute nicht, das ist ganz klar auch. Wir sind schon eine spezifische Lage, aber auch die Grenzgänger, wir müssen da es hinbekommen, dass wir können etwas zurückgeben. Nicht nur Geld, sondern schauen, in welche Projekte investiert werden kann. Und das sind wir im Begriff, auch mit Frankreich auszuloten. Frau Barley, nehmen wir da kurz noch Ihre Trierer-Schweicher Perspektive dazu. Sie haben ja gerade gesagt, naja, Trier ist arm. Trier ist eine arme Stadt, aber das heißt natürlich auch, dass wir davon profitieren, wenn Menschen aus Luxemburg nach Trier kommen, dort einkaufen, wenn Menschen aus Trier Arbeit finden in Luxemburg. Natürlich profitieren wir auch davon, aber dann gibt es zum Beispiel sehr kleine Orte auf der anderen Seite der Mosel, Temmels, Wellen, solche Orte, da können die Einheimischen sich die Grundstücke und Häuser nicht mehr leisten. Und wir haben in Rheinland-Pfalz kostenlose Kitas, also Kindertagesstätten sind bei uns kostenlos. Das heißt, viele Menschen, die dann in Luxemburg arbeiten, zum Teil auch luxemburgische Staatsbürger sind, leben in solchen Orten.
geben ihre Kinder dort in den Kindergarten. Das ist sehr, sehr teuer für kleine Gemeinden und zahlen aber ihre Steuern nicht dort. Also das ist schon, da gibt es schon Unwuchten, sag ich mal, an die man mal rangehen müsste, wie auch immer man das gut ausgleichen kann. Aber natürlich ist es grundsätzlich ein wechselseitiges Interesse. Ich kenne allerdings auch viele, auch Handwerksbetriebe, die sich sagen, gerade die kleineren, die sagen, wir brauchen gar nicht mehr ausbilden. Wenn wir ausbilden und die sind fertig, dann gehen die sowieso nach Luxemburg. Das kostet uns nur Geld. Also für uns, Deutschland ist ein reiches Land, aber gerade in der Grenzregion sind es auch Probleme. Abschließend die Frage, Sie sind Teil des Verhandlungsteams gewesen für die Koalitionsverhandlungen, für die höchstwahrscheinlich kommende Ampelregierung. Ich gebe Ihnen dennoch die Möglichkeit, ich gehe mal davon aus, wir sind ja unter uns, Sie wollen uns keine Geheimnisse hier verraten? Also ich verrate Ihnen gerne das Geheimnis, es wird gut. Es wird gut? Es wird gut. Gibt es in der Europapolitik in Deutschland, gibt es Kontinuität unter Olaf Scholz oder... Ich hoffe, es wird besser. Noch besser. Also ich schätze Angela Merkel als Person sehr, aber ihre Europapolitik war vor allen Dingen moderierend. Das war oft sehr, sehr wichtig, wenn es Konflikte gab, aber mir war es nicht ambitioniert genug. Und man hat bei Olaf Scholz mit dem Wiederaufbaufonds schon gesehen, dass er, glaube ich, ambitionierter unterwegs ist. So, und wünschen Sie sich von Ihrer Bundesregierung vielleicht, dass da mal ein Gespräch stattfindet mit unserem Premierminister und dass ja auf diese regionale Lage hingewiesen wird, die Sie jetzt gerade erwähnt haben? In Trier? Also Jean und ich, wir hatten fast eine Standleitung in dieser Zeit, genauso wie er das mit Malu Dreyer und anderen hatten. Und ich habe dann immer versucht, meinen alten Kollegen Horst Seehofer entsprechend zu bearbeiten, weil die das zum Teil nicht kapieren, wenn die weiter wegleben von der Grenze, was das heißt. Olaf Scholz ist Hamburger, aber Hamburger sind sehr weltoffen und ich glaube, dass er ein Verständnis dafür hat. Und wenn er es mal in einem Einzelfall nicht genug haben sollte, dann werden Malu Dreyer und ich und andere da sehr deutlich darauf hinwirken. So, es ist heute eine Veranstaltung zur Konferenz zur Zukunft von Europa. Ich weiß, dass es einige Gäste gibt, die mit dem Bus angereist sind und vielleicht muss der Bus wieder abfahren, deswegen haben uns ein paar verlassen. Ich möchte den Jungen heute hier das letzte Wort erteilen. Den Schülerinnen und Schülern, den Studierenden, mit der folgenden Frage und kommt bitte mit eurer eigenen Definition. Wie definiert ihr oder wie wollt ihr, dass europaweit Solidarität definiert wird? Wir hatten am Anfang des Gesprächs, haben unsere Gäste ihre eigene Definition gegeben. Jetzt gibt uns bitte die Definition, die EU-weit gelten sollte. Freiwillige vor, hier stehen die Mikros. Genau, Freiwillige vor. Wer möchte Solidarität definieren? Sonst gehe ich mit dem Mikro rum. Ich warne euch. Ja, also Freiwillige vor, hier steht das Mikro. Okay, I'll remove the translator again. So I would define solidarity as... Ich würde Solidarität definieren, dass man in der Lage ist, empathisch zu sein. Nicht nur mit Individuen, sondern mit Menschengruppen, indem man versucht, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn man in ihrer Situation wäre. Und dass man dann mit diesen Menschen so umgeht, wie man es sich selbst wünschen würde, dass man mit ihnen umgeht in einer solchen Situation. Das ist für mich Solidarität. Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, bedanke ich mich für diesen letzten Beitrag. Wir haben überzogen, wir haben später angefangen, überzogen. Katharina Barley, Jean Asselborn, Isabel Wieser-Lima, Guido Lessing. Vielen Dank auch an die vielen Co-Organisatoren von der Universität. Du wolltest noch was sagen? Ich sehe gerade, du... Wolltest du? Nee? Okay. Der Universität Saarbrücken will ich Elisabeth Marx ganz herzlich danken. Der Universität Luxemburg, Annalena Högenauer, die auch unseren Artikel verfasst oder den Bericht verfasst für die Plattform, für die Konferenz zur Zukunft von Europa. Ich möchte den Kollegen der Vertretung der Europäischen Kommission danken, dass auch ihr über euren Verteiler hier zu der heutigen Veranstaltung eingeladen habt. Ich möchte den Übersetzerinnen und es sind Übersetzerinnen ausschließlich, danken, dass auch man auf Deutsch und Englisch heute die Veranstaltung folgen konnte und natürlich auch unserem kleinen Team, Christoph Schröder, Marco Jürch, Julie Leroux, Joanna Vilela, Famous Merci, danke im Publikum, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bleibt am Ball und engagiert euch für die Zukunft von Europa.